Die USA hatten gestern von Moskau Aufklärung über ungewöhnliche Aktivitäten der Armee gefordert. US-Außenminister Blinken warnte Russland vor einem schwerwiegenden Fehler. Zuvor hatte sich die ukrainische Regierung darüber beschwert, dass tausende russische Soldaten nach Abschluss eines Manövers im Grenzgebiet geblieben seien. Die chinesische Botschaft in Rom hatte vergeblich versucht, die erste Soloausstellung des Chinesen zu verhindern, der Menschenrechtsverletzungen in China zu einem zentralen Thema seiner Arbeit gemacht hat. Er sei stolz und glücklich, dass seine Werke jetzt in Brescia zu sehen seien, sagte der ehemalige Assistent des bekannten Dissidenten Ai Weiwei. In Brüssel wurde das weltberühmte Atomium in den Farben der uigurischen Fahne erhellt, um Solidarität mit den Uiguren zu zeigen. Dabei wurden auch pro-uigurische Slogans gezeigt. Am Freitag meldete das britische Innenministerium, 1185 Migranten hätten aus Frankreich kommend den Ärmelkanal überquert. Das sei bisher die höchste Zahl an Menschen, die an einem Tag auf dieser Route eingetroffen ist. Premierminister Boris Johnson forderte von Frankreich, seine Grenzen zu schließen und die Bewegung der Migranten Richtung England zu unterbinden. Die zur Libyen-Konferenz in Paris versammelten Staats- und Regierungschefs drängten auf die baldige Abhaltung freier und sicherer Wahlen sowie den Abzug der ausländischen Milizen im Land. Nach der Bildung einer Übergangsregierung im Frühjahr soll am 24. Dezember die erste Runde der Präsidentschaftswahl stattfinden. In Kabul hat die Explosion einer Bombe an einem Minivan in einem schiitischen Wohngebiet mindestens 6 Menschen getötet. Mindestens 7 weitere seien bei der Detonation im Westen der Hauptstadt verletzt worden. Durch einen Sieg gegen Gibraltar und einen krassen Patzer der Norweger hat sich die türkische Fußballnationalmannschaft mit Trainer Stefan Kuntz ihre Chance auf Playoff Platz 2 und eine WM-Teilnahme erhalten.